Diese Menschen werden auf einmal nicht bei dort geblieben, was sie gelehrt haben. Ich weiß, wir haben diese Schrift sehr viel gebraucht. Blieb dort, was du gelehrt hast. Viele Menschen, viele Gruppen Menschen haben dort Thema oder dort die Schrift gebraucht. Aber ich glaube, die zu haben, die wirkliche Bedienung vielleicht noch niemals ganz zu holen gekriegt. Wenn wir religiös abgewaschen sind, dann brauchen wir diesen Vers, Tom als geen andere Menschen wären. Wat du anders denken dann als wir dann. Oder wir können diesen Vers oder diesen Ausschnitt sehr leicht brauchen, um an Striden. Nur ich brauche das nicht tun, oder das kann ich nicht tun, wenn ich blieb wie das, was ich gelehrt habe. Und du sind hunderte Dinge, die rauskommen können von diesem Probier, was wir lesen dann, und wenn wir nicht mehr aus dort dann weiten dann, von dort dann gehen wir den erreichten Weg kriegen dann, wo wir gut sind oder schlecht sind. So, das ist ein Ding, was ich hoffe, da wir von der waren ein kleines bisschen alle, was uns am Denken merken, dass wir nicht bloß ein paar Wörter von der Heilige Schrift nehmen, kriegen dann von wo wir die nehmen wollen, und dass wir damit wollen aufräumen und Dinge erregen, während da wird nicht arbeiten. Tom Paulus seine Meinung über diesen sehr bekannten Vers zu verstehen, damit wir erst den zweiten Brief von Timotheus ganz lesen, eigentlich ganz kennenlernen. Und das ist mehr als gut so, das ist leichter zu sein als das tun. Eigentlich müssen wir 1. Timotheus und 2. Timotheus kennen, dass wir dort zu holen kriegen, was Paulus hier sagt, der dann ganz einfach wird. Paulus hat sich diesen jungen Mann und ja seine Pflichten genommen, diesen Timotheus, den hat er nu, den hat nu wieder reden mehr wollen, omdat er ein guter Lehrer sein kann, weil es hier angestoppt wird. Paulus wird nu al zum zweiten Mal in Rom, und nu schreibt er einen Aufscheidsbrief nach Timotheus. Und ich glaube, wenn wir auf einmal wissen, dass wir nu der letzte Brief, was wir in diesem Leben schreiben wollen, nur unsere Augen hier oder nur ein Freund oder was immer handelt ist, wir würden ziemlich sehr abpassen, was wir schreiben, nicht? Wir würden nur sehr überdenken, was wir dem nur noch an den letzten Brief wollen haben, was von uns wohl weiten soll. Und das wird der letzte Brief, das wird der Aufschiedsbrief nur Timotheus. Und Paulus begreift Timotheus nicht erst am Namen von den Gemeindelehrer, Freund, aber er hat der ganz erste begreift Timotheus an den Namen von unserem Herrn Jesus. Und das ist wichtig. Und ich weiß, dass der einmal war, aber das ist auch einmal wichtig. An den Namen Jesus. Und dann wird er zu Gott für Timotheus und sagt, dass er sogar Tag und Nacht für Timotheus danken wird an seine Gebete. Ich glaube, was ich sage, und diesen jungen Mann angewandt. Und nun schrift er das an diesem Brief. Und dann sagt er wieder, er denkt an Timotheus seine Thronen. Als der haben Abschied genommen, irgendwo, als der dort schwer war. Vielleicht hat Paulus diesen Jungen und seine Pflichten gehört, als der 15 Jahre alt war. Nun ist er vielleicht so bedeutet, und da wären gute Dinge, aber auch trüge Dinge passiert. An Paulus sein Leben und an Timotheus sein Leben. So ist es an dieser Welt passieren dann.
Paulus besonders, der hat ein schweres Leben, dort weit wie nur seine Bekehrung. Eigentlich ist Gott dort all verrückt, dort wurde eine schwere Arbeit sein, wo der Paulus wohl durchgehen. Aber da wurde eine gute Arbeit sein. Dann sagt Paulus, er denkt an Timotheus, seinen Glauben, den seine Mama und seine Großmama all gehört haben. Wenn ihr die Nummern lesen wollen, die sind hier Ben. Vielleicht wären diese früher zwischen an auch gestorben, weil Paulus redet hier von den Glauben, den diese früher gehört haben. Das meint nicht unbedingt, dass die den noch haben, nicht? So, vielleicht wären die doch gleich mehr. Oder vielleicht sogar, wenn es die Großmama, die wir all war. Vielleicht beide. Aber er betet für Timotheus. Und er denkt an dem seine Thron, was er vergoten hat. Nun sagt Paulus zu Timotheus, er soll sich nicht schämen für das Evangelium. So, er geht wieder und verteilt dem Dinge. Und besonders an den zweiten Brief, an den ersten nicht so sehr. Du hättest mehr sagen, was er tun soll. Hier nimmt er bloß den Aufscheid. Und er sagt, schäm dich nicht. Schäm dich nicht vor das Evangelium. Weil Paulus selbst, er schämt sich nicht. Und er sagt zu Timotheus, an 2. Timotheus 4, Vers 2 zu arm. Und ich glaube nicht, dass ich das hier haben. Prediger wird auf die Zeit, reicht das oder nicht. So, Timotheus, der soll für die Menschen gehen, er soll mit ihnen reden, er soll predigen, und auf der Zeit wie oder nicht. Auf heute kann sein, dass er was halten wird oder auf das nicht halten wird. Dass wir nicht Timotheus seine Sache, dass wir zu predigen, und Gott wird dann dort ewig getan. Paulus hat keine Angst vor den Menschen. Und er auch an diesen Traketen wir festgeschlossen. Und er kann nicht wieder. Dann preist er noch diese Menschen. Besonders nur, wir reden von Timotheus. Damit wie andere Menschen ein Segen sein können, muss wir selbst frei sein von Angst. Könnt ihr noch einmal sagen? Damit wie andere Menschen einen Segen sein können, muss wir selbst frei sein von Angst. Wenn wir mit einer Überzeugung reden können, braucht es viel weniger Viren. Und das wollen wir haben mitgefangen, ne? Wir sind Menschen von alles. Einige Menschen, die haben lange Reden, nicht? Und am Ende weiß ich ganz genau, was die gesagt haben. Der hofft für, was sie gesagt haben. Andere Menschen, die sagen ein paar Wörter und dort setzt einem fast. Dort hält einer am Denken, wegen dort sind welche bedienende Wörter, was er gesagt hat. So, Paulus gibt den Kredit für Timotheus, seinen Glauben und seine Mama und Großmama. Aber gut, nicht so weit. Hör ich nur Kapitel 1, Vers 13. Und hier ist das, was ich ihr soll wissen. Er sagt, hol die an der heilsamen Wert, die du Familie hier hast. Die kennen die an den Glauben in die Leute, die in Christus Jesus sind, als Vorbild dienen. Wenn wir ein kleines bisschen über diesen Vers nur denken, dann sehen wir hier, er geht hier von den Menschen ganz weich. Er geht hier von seiner Mama und Großmama weich. Er geht hier von Paulus weich. Von sich selbst weich. Und er sagt, die an Jesus sind. Die das Glauben und Leute, die an Jesus Christus sind. Dort soll arm aus dem Vorbild dienen. Weißt ihr, dann sage ich von den Menschen los.
Wenn wir wollen an so Menschen lernen holen, die meisten von uns weiten das Arbeit nicht. Wie Menschen wie mir an Fehler. Wir tun sogar einmal die Menschen auch fair sein, wir soll es weiten nicht besser. Aber wenn wir von Jesus lernen, dann durch haben wir abgehen. Timotheus, als ein junger Ältester in Ephesus, hat von seiner Mama gelehrt. Er hat sehr viel von Paulus gelehrt, aber das meiste hat den Herrn Jesus kennengelernt. Als Deutsche weiß wir nicht viel von unserer Geschichte. Ich will ein klein bisschen in unsere Geschichte gehen. Und ich dachte, ich will hier erst noch ein bisschen was anderes und ich sind wir nicht bei dir gekommen. So, als Deutsche weiß wir nicht sehr viel von unserer Geschichte. Von wo wir herkommen, die Glauben, Unglauben, die Struggles, was die Menschen haben durchgemerkt und so weiter. Aber wir waren von der, wo das hier an dieser Kolonie da. Und wenn hier Troubles sind und wenn wir von Struggles hören und wenn wir von Dingen hören, wo Menschen sich nicht eingehen, weil dann kriegt bloß eine hin und denkt so, dort hat dann nicht weniger, sondern es dort gegeben. Wenn die deutschen Menschen vor 500 Jahren auch all meist christlich leben, sie jeden Tag in die Kirche, dann werden wir dann aber noch Sklaven in eine Religion gebunden, wo man sieht, sie müssen erst bei dem Priester ihre Sünden bekennen und dann noch, wo groß und wo viel, dort mussten sie sich diese Bräuchkeiten, wo man sehen, dass ihre Sünden vergeben werden. So, wenn du nur ein Mensch sehr gesinnig hat, dem kommt das jeder. Nur hat die kleine Sünden getan oder die große Sünden, das merkt ein Unterschied. Dann musste der Priester Geld bringen. Und dann krieg er ein Abweis, zu viel er betont hat. Und der Abweis eigentlich, der soll genug sein, wenn er ist, wird für Gott kommen, für das gerecht, dann sollen die Blätter gut sein für diesen Mensch. Und wir wollen von der sein, sonst hilft das nicht. Weil das hilft dann auch nicht so. Das wird nicht die Wahrheit, was die predigen, aber es ist dort kriegen sie Geld. Für diese Kirche werden nur 2 Hallen. Und die große Halle kommen alle Menschen an, die nicht zu der Ehre Kirche gehören. Ist sich dort bekannt? Und an die kleine Halle kommen die an, die gesündigt haben und dort nicht bei dem Priester bekannt haben. Mit das denken an, was für eine schreckliche Angst die Menschen leben. Der einzige Weg wäre, wenn ein Mensch krank wird, und nach Reichheim den Priester zu rufen, und seine oder ihre Sünden bekennen in das heilige Sakrament, dort meint das Abendmahl, nehmen, wo die Kirche wirklich aus Jesus sein Fleisch und auch wirklich für Jesus sein Blut hält, wenn die Priester, die noch dort Abendmahl bringen, dort die dort noch nehmen können, dann kommen die am Himmel an. Weißt du, da wird schon am Himmel an zu kommen zu der Zeit. Wir leers, aber die merken dort für die Menschen fürchterlich sehr schwer. Und die Menschen, die leben immer in Angst. Gerade nu ein Mann, sie hängen um, da wird Gutenberg, und 1454, da hat er sich eine Trägerpreis ausgedacht, wo er mit Bleiladern kann eine ganze Seite aufstellen und dann mit Blätter drehen. Das wird ein Ding, was da sehr, sehr niemals wird zu der Zeit. Und zwischen 1454 und 1454 waren diese Blätter sehr busig gedreht, wo die Kirche dann
aus den Himmelsschlädelbrücken. Sie dreckten diese Blätter aus, verkauften die an die Sünder, wo ihre Sünden bekannt, und dann kriegen diese die Blätter, und so dort, haben sie gerechnet, diese große römische Kirche zu werden. Wurde von der noch Stunden da. Aber der war dann all zu der Zeit dann all gebüßt, angefangen. Und so waren die Menschen das Geld aufgegangen, da noch, wo groß die Sünden wären, was sie hatten, da müssen sie tun. Und dann auf einmal kam das ein Mann ab, Martin Luther. Und er nahm 95 Blätter, andere Blätter, Thesen, und ich hörte ihn der an. Und er war das Sprach dort, was er selbst erst an der Kirche gelehrt hat, und dann haben wir an der Kirche lernen dann. Und er bewies dort, dass er nicht schaffen hat, dass die Kirche kann Sünden verkaufen, Geld vernehmen für die Sünden, und so dort proben die Kirche zu werden oder proben zu Geld zu kommen. Und da will ich bis zu der Kirche, die leben davon. Und die werden sehr rechte Priester für die Zeit. Und besonders die, je höher, je mehr Geld haben die. Was viele Menschen nicht wissen, das ist Martin Luther, das ist ein interessanter Mann. Er kommt zu der Ansicht, dass das wird erreicht. Aber was er nicht denken daran, dass er wollte die Kirche zurückgehen. Er wollte die Kirche besser merken und er wollte Bern bleiben. Er hat sich in Tod bekannt. Mir ist das sehr bekannt. Sehr viel, weil wir Dinge, wo wir sind, bloß besser merken und dann wollen wir zufrieden sein. Und wenn die Menschen dort leiden, dann würden wir endlich gleich bleiben, wo wir erst gewesen sind. Oder wo wir erst wären. Martin Luther, wenn er nicht wiedergekommen ist bis bei der Tor, dann hat er noch nicht gehalten, wenn es wir noch nicht bekehrt. Aber das ist für uns ein sehr großer Trouble. Weißt du, wenn wir jetzt wollen an die Kirche ändern, und besonders wenn du bis ein Monat ist, wo du wel nu duizende Menschen ändern, dort dürfen ab sein. Das kann dann so gut sein, als es will, oder so schlecht sein, als es will, aber wir wollen dort nicht roten. Und er wird am Trouble. Er soll dort nehmen, was er ab diese Blättern abgemerkt hat. Die waren dort losgeklärt, dort wird aufgemerkt, wegen der Menschen, die wurden nicht mehr tun. Und der Annahme, die große Annahme, dass sehr viel Geld, was sie kriegen, das wird abhören zu kommen. Aber Martin Luther, anstatt dort war er sprechen, er soll dann noch öffentlich mit der Kirche, mit den Lehrern wirklich überein zu Gott, die soll ihm zu Gott holen. Er soll das zurücknehmen und sagen, das wird arg, was er geschrieben hat. Und er wird über ihn kapiert, Luther sagt, das kann ich nicht, er kann das nicht zurücknehmen. Und wird von dort an all verfolgt für seine Bekehrung. Die Menschen, die wird gesagt, wenn sie den begegnen, dann merkt den Tod. Und auf 1519 kriegt Martin Luther sich auf einmal zu sein. 2 Jahre lang aus der Zeit. Und er nahm den Herrn Jesus an, als seinen Erlöser. Uit Not und umsonst. Für das, was Jesus getan hat. Und nicht für was er wollte tun. Und dann, ab ihrens, dann stunden die Menschen am Leben. Nu wollen sie ab ihrens Tod mehr. Und dann wird ein Mann, der diesen Martin Luther Platz an seinem großen steinernen Haus irgendwo apart nennt, wo ich heute nicht weiß, wo das Mann geblieben wäre. Und da war sagt, hey, mit ein paar anderen Männern taub, dass ich zum ersten Mal, wenn ich recht verstanden habe, die latinische Bibel an Hochdeutsch. Da werden noch Bibelübersetzungen gewesen, aber ich glaube, Deutsch wird vielleicht die erste Bibel. Und an
1522, dann war das erste Neue Testament vorig. Dann haben die dort übersetzt. Und dann ein paar Jahre später, dann war dort Neue Testament, dann war dort all gedruckt, eine hochdeutsche Sprache. Und die Menschen, die können auf einmal alle das Wort Gottes in ihrer Sprache lernen und lesen. Und dort merkt ein ganzer Unterschied. Nicht auf einmal, die können die Menschen verstehen, was der Heilige Schrift zu ihnen sein soll. Und das ist ein großer Segen. Und über den verspreidet sich das ganze Evangelium über ganz Europa. Und dann fangen Menschen an, Bibelstunden zu haben. Die werden hungrig. Von daher hätten wir das erste Mal eigentlich, was die so ein geistliches Eten kriegen. Bibelstund. Weißt du, warum das gefährlich ist, Bibelstunden zu haben? Das veränderte Menschen und eigentlich ohne, dass sie das anwollen. Irgendwer kann sich eine Bibelstunde angeben und sagen, ja, ich will mehr lernen und mir fehlt ein Teil, ich weiß ein Teil von der Bibel, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was die falsch bedienen tun. Und besonders, wenn wir wollen, im Kontext das ganze Ding verstehen, dann wollen wir irgendwie das nicht. Und wir fangen an zu lernen, aber was ihr kriegt zu der Zeit, hat Gott eine große Gelegenheit, an unsere Horten zu schaffen. Und Gott wird so eine Gelegenheit niemand verspielt, und der wird immer dann an die Menschen dann kommen. Und Menschen, die bekehren sich dadurch, wenn die erst am Anfang auch nicht an das gedacht haben. Die wollen bis mehr von der Bibel weiten. Dort hat genug, dass Gott dort sagt, das Mensch, die siegt. Und er braucht die zu halten. Und sehr viele Menschen haben sich dadurch bekehrt. Und 1525 gingen von ungefähr 20 Mann einen Abend nur Bibelstunde. Sie mussten uns sehr präzise stehen, weil sich euch sehr oft gesagt, keine Bibelstunden sollen sie haben. Und da wären 3 besondere Männer machen. Und diese Männer, die tegnen besonders uit. Die gingen den Abend naar Felix Manns in Huis. En das Konrad Grebel en George Blorak waren da ook. Sie waren hier gesagt, das waren die Ledermänner. Eine römisch-katholische Kirche wären, die sehr hoch ausgelehrt. Die konnten die latinische Sprache verstehen. Ich meine, die konnten lesen. Verstehen konnte die Bibel zu der Zeit nicht, weil die war nicht darauf gelesen, dass die verstehen wollen. Wirklich mal sein Wort, das zählt. Aber sie müssen, wie was müssen sie die auswendig lernen, damit sie die Menschen können was hermerken. Die sind hier nur auf der Bibelstunde. Und sie sollen aber nicht Bibelstunde haben. Dessen Abend auf einmal steht das George, sein Bruder. Er steht ab und sagt zu Konrad, sagt da, du sollst mich von dir so ausleiten. Auf meinen Glauben an Jesus Christus. Und Konrad sagt bloß, wenn du etwas haben, ich glaube, das ist dann über 4. oder 3. Ding ist. Und so sagt er wieder, und dann den Abend daten die da, vielleicht so wie 20 Männer. Und weißt du, mit dem wird die wahre Bewegung entstehen. Wunderbar. Hier wird eigentlich, wo wir von der herkommen, oder von 500 Jahren drei, da werden wir hier von der irgendwo nach Mexiko gekommen. Wie es da auf einmal wird Menschen auf irgendwo einen rechten Glauben kommen.
Diese Menschen, die waren Fuß, so sehr verfolgt und die waren totgemerkt. Diese 3 Männer, die waren meist Fuß, waren die totgemerkt. Verbrannt, 2 gehackt. Das Schlechteste, was die können andauern. Tongen aufgemerkt. Und danach loben die Gott. Mit Schreien und mit Singen. Die waren am Wochenende gespäht, die verdrängen mussten. Und die hatten danach einen Spruch über, die gesagt hat, wenn die wollen Wutter haben, wir wollen ihnen Wutter geben. Aber so aus den Mennoniten über die Jahre wieder siedelten, wurden die auf einmal auch Parameid. Zwischen hat Menno Simon auch auf einmal das zu sein gekriegt. Und wie was Menno Simon auf einmal, der wird nicht hier, so sehr Krieg an dem Meer, wo die Verfolgung war, aber er wird ein römischer Priester, katholischer Priester, nicht ein römisch-katholischer, ich höre wieder. Und auf einmal hier dort sie haben seinen Bruder mit 300 anderen Christen tot gemerkt. Und dort, der haben so sehr anheben und er denkt so, und ich sage hier, man diese falsche Lehren, er wisst, dass das falsch wäre. Und ja, sie kann, bekehrt sich. Und dann wankt er ut, und hat sehr viele Menschen geholfen, alle Wegen. Und dann auf einmal dann gibt dort, was fostert. Menno Simon, die starb, die lebt dann noch gewisse Jahr, aber dann starb und dann ging das wieder und wieder. Aber dann fängt das an, Gruppen zu geben. Gruppen, die sich ganz taub halten. Und die ersten kriegen, die das in Spott nehmen, das wären Mennoniten, Mennonisten und das. Und dann auf einmal dann sehen die Mennoniten, weil wir können die nehmen, auch brauchen die sagen zu uns, die brauchen die an uns NRW, so wie dann ans Mennoniten. Und von der dort sind Mennoniten, wo wir von Mennoniten reden. Dann. Die nehmen die von Menno Simon her. Aber so aus den Mennoniten über die Jahre wieder siedeln, waren die mit einmal, die waren meid. Wegen der war Tag und Nacht, war die verfolgt, während ihren Glauben. Wegen ihren Glauben. Was die nach Pressen und dann nach Russland kamen. Wo die auf einmal sehen, wir wollen das Evangelium für uns holen und versprechen der Regierung an Pressen nicht so recht versprechen, aber an Russland zu versprechen das auch. Wir wollen das Evangelium für uns holen, wir wollen das Landesvolk nicht von Jesus vertrauen. Wir wollen nicht das Evangelium predigen zu anderen Menschen. Das wollen wir für uns holen. Und so wenn das dort passiert, dreht sich der wahre Glauben an Jesus Christus zu gesetzen und regeln und wohlwohnend die Deutsche en aufgeschlossene Dorpen apart von den Einheimern. Später, wenn die Arbeit wollen, sie geben die Arbeit. Aber die werden nicht von Jesus vertraut. Diese Menschen werden auf einmal nicht bei dort geblieben, was sie gelehrt haben. Was sie gelehrt haben von dieser Bewegung, von Martin Luther wieder, dass sie bereit wären für ihren Glauben zu sterben. Wo sie wären mit geworden, und auf einmal sehen sie, wir wollen den Glauben für uns holen, und dann wo wir ackern, und wir wollen frei haben, und wir wollen Aufgottes haben, und die werden einige von den sehr reich. Und die fangen an rauf zu kicken in das einheimische Volk, in Russland. So, die gingen weg von dort, was sie gelehrt haben. Sie bleiben nicht bei dort. Dort wird ein Anreichter Ding, dort wird, was die haben sollt, festgehalten haben. In Bolschenle Pator, wo die Deutschen sich fürchterlich gestritten haben. Kirchen spalten sich und auf einmal wären die Gruppen sich einig, nur ein Land zu segnen, wo sie mehr ihre Freiheiten haben würden.
Russland, dat sich langsam dollar trouw merken. Die sollen zum Militärdienst gehen, die sollen andere Dinge tun. Wenn die dort nicht wollen, dann müssen die dort am Wald an der fürchterliche Kalt und müssen die Bäume aufhaken. Aber die müssen für die Regierung einen Dienst tun, wenn die nicht wollen, am Krieg gehen. Einer kann dort vielleicht auch verstehen, dass die dort nicht wollen. Aber es ist dort, wollen sie ändern, dass uns fehlt, wo wir wohnen können, wo die uns nicht fair sein dann. Dass wir können alles tun, was wir wollen, nicht, was Gesetze sind oder was andere Weltmenschen sind. Wir wollen von der Welt los. Und das ist ein klein bisschen schwer, von der Welt loszukommen, solange wir in dieser Welt leben. Dann. Und sie nicht schwer mit gekommen, sie wollen ihre eigenen Dinge tun und die Regierung soll ihren damit zufrieden lassen. Es kann nicht anders sein, als über die Zeit war die Deutschen dort wichtig, ihren eigenen Glauben auszuleben. Nicht die biblischen, ihren eigenen Glauben, als das, was die Bibel lehrt. Die Deutschen waren auf einmal wichtig, ihre besondere Schulfreiheiten zu haben, als das zu sein, was an den Schulen gelehrt worden. Wenn Sie von der Schulen checken wollen, besehen, was an den Schulen gelehrt wird, nicht an das hier auf dem Hof, andere Wegen, dann wollen ihr bald sein, was die Schulen, was die gegeben haben. Und wir haben die Schulfreiheiten von der noch gründlich sehr, sehr hoch. Wenn die Regierung auf einmal wird kommen und wollen uns die Schulen durchschließen, wir wollen schreien, wir wollen beten, wir wollen alles tun, was wir können, um dass die wollen aufbleiben. Aber wenn die erst auf sind, dann nehmen gehen und die Kinder lernen, das jammert uns nicht. Und ich weiß, das hielt sich sehr dreist und einige wollen das euren. Aber dann, und ihr seht das selbst, und die wollen, dass es dort hängen. Als die Deutschen in Mexiko nur Lohn und Freiheiten sagten, dann sehen sie zu der Regierung, dass sie Ackermenschen wären, Ackermenschen, dass sie nur ein Lohn sagten, wo sie für sich allein, sie wollen ihre eigenen Schulen haben, ihre eigenen Lehrer, und fehlt ihr ihnen. Und sie wollen dafür an der bleiben, aufgeschnitten von der Welt, und dort wollen sie wohnen. Dort wären ein bisschen die Bedingungen, die die Deutschen mal utarbeiten würden, als die hier 100 Jahre zurück mal in Mexiko, in Chihuahua und in Durango ankamen. Und wenn Sie unsere eigenen Schulen haben, das sehr gut. Aber das ist wichtig, dass wir so eine checken, was an den Schulen passieren wird. Von der nur 500 Jahren, wo unsere Voreltern zu den wahren Glauben kamen und ihr Leben dafür geben, was sei wie, wo ist es geblieben, was wir dort gelehrt haben. Wenn wir von der hören, wie sollen wir dort bleiben, was wir gelehrt haben, check wie die meiste Zeit, wo unsere Eltern auf den Stab geschafft haben, was von den Kleidern und Fortigen, die gebraucht haben, wo Arme, wo richtig in Mexiko gewesen sind, wo sie bestohlen, so viele Dinge fallen uns bei, was uns geworden ist. Und wir leben eigentlich dort als eine Lehre, was wir nach Hause sollen, nur leben, nur gehen. Oder wir sagen, da sind so viele fremde Gemeinden an der Kolonie angekommen, die haben die Kolonie verbrückt gemerkt. Weil die haben schon Sturm gemerkt, dort weit wie. Und dann haben wir uns an unserem Sinn gekriegt, dass Jesus auf einmal nicht der Geradste ist. Die Dinge, die wir lernen, was reich ist. Die Dinge, die wir uns berät haben, was wir tun wollen. Und auf einmal waren die Dinge so groß, dass Jesus rein ganz verschwingen hat. Und dort soll wir umdrehen, dort muss umgedreht, dass Jesus gerade ist, als irgendwo. So, viele Menschen, die müssen dort lernen, was er meint, bleibe dort, was du gelehrt hast. Ich will hier schließen.
Uns Grund in uns Glauben steht nicht auf Gesetzen, auf Zeugen, auf Regeln oder gute Worten, aber auf Jesus Christus. Und wenn wir dort erst gelebt haben, dann werden wir dabei bleiben. Ons heeft het een grote vrede dat die van der gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt leeft van der Diestenis en Angst en Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwem weißt, wenn diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser Jahre best wo lebenszeug ist oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seier anluden, kann man es besiegen, und sie deren sind up für alle Menschen. Wir kommen hier alle sonntagsmorgens Tagklag 39 zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebendige Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du dein Leben sehen und in die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Porte sind von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wohl schlecht im Porte sind von so einer Gruppe, dann finden uns das nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenscheuk.com. Uns hier erscheint, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die wohl gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die wohl subscribe, auf den Klinger drücken, so dort, was die dort anwollen.